Servus, Glück auf und herzlich willkommen zur ersten Reaction, zur ersten FC Bayern Reaction in der neuen Saison. Ja, die Vorstellung von Saibari. Ziehen wir uns rein oder gehen wir rein, bevor wir das tun? Natürlich, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, hypen, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und solltet ihr irgendwie planen, euch in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten was im FC Bayern Fanshop zu bestellen, dann macht das gerne über den ersten Link in der Videobeschreibung oder im angepinnten Kommentar. Damit unterstützt ihr mich einfach ein bisschen. Ne? Gut. Und damit würde ich sagen, Abfahrt, rein in den Bums. Ich mache mich mal ein bisschen kleiner, oder? Ach, wir gucken mal. Passt. Sehr gut. Erstmal anpassen. Neue Saison. Neue Herzlich Saison. willkommen allen. Es geht wieder los. Der FC Bayern freut sich sehr, heute diesmal Saibari vorzustellen als Neuzugang und ihn natürlich ein bisschen besser kennenzulernen an der Seite von Sportvorstand Max Eberl. Ja, wollen wir hoffen, dass hier auf jeden Fall mal ein paar Fragen zu ihm kommen und seiner Rolle und nicht wieder nur zu irgendwelchen Transfergeschichten wie bei der Vorstellung von Brown. Welcome, Ismail. How have you experienced your new club so far? What do you think? Willkommen, Ismail. Wie hast du bislang deinen Club erlebt? Ja, meine Teamkollegen haben mich sehr gut aufgenommen. Alle sind sehr nett zu mir, auch die Mitarbeiter, alle, die hier arbeiten. Also, es war alles sehr schön. Wie kam der Transfer zustande aus deiner Sicht? Wir kannten Ismail schon länger und der richtig letzte Impuls, wo wir gesagt haben, Ismail ist ein Bayern-München-Spieler, war dann tatsächlich gegen uns. Ich glaube, ihr habt auch alle den Spieler gegen uns gesehen, der uns immer wieder vor Probleme gestellt hat, der mit seiner Art, mit seiner Körperlichkeit, mit seiner Präsenz, mit seiner Schnelligkeit, mit seiner Variabilität uns doch das eine oder andere Problem bereitet hat. Trotzdem haben wir gewonnen. Aber das war so der letzte Impuls, wo wir gesagt haben, okay, das ist ein Spieler für Bayern München, weil er was Besonderes hat. Und das haben wir dann über die nächsten Wochen, Monate weiter verfolgt, intensiv. Und irgendwann waren unsere Transferplanungen eben so, dass wir in der Offensive was machen wollten, was machen mussten. Und dann war für uns klar, Ismail ist der Spieler. Wow, ich bin gemutet, das ist ja auch wild. Was machen mussten, hört sich wild an, oder? Das finde ich schon wild, weil machen mussten. Grüße gehen raus an Jamal Musiala, Alter. Wenn man jetzt 100% von Jamal Musiala überzeugt wäre, glaube ich nicht, dass man sich da hinsetzen muss und sagen muss, wir mussten was in der Offensive machen. Weil sind wir mal ehrlich, Olisse, Kane, Diaz sind gesetzt. An denen geht kein Weg dran vorbei. Du hast mit Lennart Kahl ein sehr starkes Talent dahinter, was er letzte Saison bewiesen hat. Du hast mit Serge Gnabry einen sehr erfahrenen Spieler, der letzte Saison auch so seine Qualitäten gezeigt hat. Machen mussten. Du hast mit dem Ibrahimovic einen Spieler wieder zurück, der seine Erfahrung gesammelt hat, der mit Sicherheit auch irgendwo irgendwie eine Alternative ist. Dann zu sagen, wir mussten was machen. Ich finde es gut. Ja, ich sehe das genauso wie Max. Wir mussten was machen. Du musst Jamal Musiala einfach mal ein bisschen Druck unterm Arsch machen jetzt. Dass er mal von seinem hohen Ross runterkommt und mal wieder auf den Boden der Tatsachen kommt und merkt, oh, vielleicht sollte ich mal meine Starallüren ablegen und mal wieder Leistung bringen und damit ich hier beim FC Bayern noch irgendwie auf dem Platz stehe, wa? Weil Saibari ist, denke ich, ein Transfer, der wie die Faust aufs Auge passen kann, ne? Also bin sehr gespannt, Alter. Jamal Musiala wird liefern müssen, ansonsten wird er sich einiges von der Bank aus anschauen in der kommenden Saison. Und das zeigen ja beide Transfers, Nene und Ismail, dass wir sehr viel Flexibilität haben wollen, Spieler, die unterschiedliche Positionen spielen können, die unterschiedliche Stärken haben, die was Neues in unser Spiel bringen, was wir vielleicht noch nicht hatten in der letzten Saison. Ja. Und deswegen war für uns dann klar, Ismail ist ein Top-Kandidat für uns und Gott sei Dank hat es funktioniert. Dankeschön. Let's go. Ihr seid die Fragesteller von Bayern München. Legen wir los. Der Kicker ist an der Reihe. Mario Krischl. Hi Ismail, welcome to Munich. First of all, how are you? Willkommen in München. Zunächst einmal, wie geht's Ihnen? Wir haben Sie ja beim der WM gesehen mit der muskulären Verletzung. Sind Sie bereit? I got good some weeks with the team and then ja, ich habe back in training. Jetzt mich gut davon erholt und bin jetzt voll im Training mit der Mannschaft. Welcome Ismail.
du kannst auf verschiedenen Positionen spielen im Angriff. Auf welcher Position fühlst du dich am wohlsten? Und gab es auch schon Gespräche vielleicht mit dem Trainer, auf welche Position du eingeplant bist? Well, my favorite position is a 10. Meine Lieblingsposition ist die 10, das weiß jeder, wie Max gesagt hat und wie Vinny mir auch gesagt hat. Ich kann verschiedene Positionen bekleiden, also das spielt keine große Rolle und im Spiel wechselt man da ohnehin sehr viel. Ich kann links oder rechts spielen, auch tiefer, das macht nichts. Bleiben wir Reihe 1, Julian Wolf für die Welt. Ja, hallo Ismail, auch willkommen von mir in München. Es gibt eine Geschichte aus... Ja, ich denke auch, dass das ein Faktor sein wird und sein muss in der kommenden Saison, weil wir haben auch alle Michael Olise auf der 10 gesehen bei der WM. Ja, also es war ja auch überragend Weltklasse. Weltklasse-Niveau war das. Also auch wenn ihm das Tor verwehrt bliebe, Alto Betty. Ja, hat natürlich eine andere Art Stürmer mit dem Mbappé da vorne gehabt. Aber wenn wir uns das jetzt vorstellen mit schnellen Leuten auf den Außenpositionen und du hast einen Michael Olise, der so die Bälle spielt, Alto Betty. Ja. Und von daher denke ich schon, dass das auch sehr variabel oder noch variabler wie letzte Saison werden wird oder auch sein muss. Ja. Heißt, ja, so ein Sabari als Zehner aufgestellt oder Michael Olise als Rechtsaußen aufgestellt, aber dass sich das im Spiel öfter mal abwechselt. Ich weiß nicht, inwieweit ein Jamal Musiala da so super flexibel ist. In der Nationalmannschaft so mit auf halb links und wie jetzt auf halb rechts und so, da sah Musiala jetzt nicht so aus, aber wie gesagt, Jamal muss erstmal fit werden, muss mal vom Kopf wieder klar werden. Dann wird man mal sehen. Ich freue mich auf den Saibari und bin sehr gespannt auch, ja. Ich glaube auch, dass er uns einen anderen Touch geben wird nochmal. Deiner Kindheit, aus deinem Werdegang, die viele Fans sehr berührt hat. Und zwar warst du als Kind, hattest du eine Fehlstellung an den Füßen und die Ärzte sagten, es ist gar nicht sicher, dass du je richtig laufen kannst. Jetzt bist du ein Weltklasse-Spieler geworden, hast beim FC Bayern unterschrieben. Also es ist ja eigentlich ein bisschen wie so ein Sportmärchen im positiven Sinne. Deine Eltern haben damals sehr viel getan für dich, dass du die Behandlung bekommst. Kannst du das einmal sagen? Ist das auch so richtig, wie ich das jetzt grob wiedergegeben habe? Und was bedeutet dir das dann, diesen Weg gegangen zu sein mit dem Hintergrund? No, it's true. I had some problems with my feet when I Ja, was das ist born. schon korrekt. Als ich geboren wurde, hatte ich Probleme mit den My Füßen. parents made a lot of sacrifice to- Meine Eltern haben viele So can Opfer they be able auf just sich to walk and have a genommen, normal damit ich and, überhaupt gehen konnte und ein normales Leben leben konnte. Und believe in God and I da think, ich it was all Moslem part of, bin, glaube ich an of Gott und das war alles Teil seiner Taten. Next one, please. Uli zögert noch. No? Dann hier links Manuel Schwarz für die DPA. Ja. Hallo. Wie haben Sie in den letzten Jahren oder in Ihrer Karriere den FC Bayern gesehen, verfolgt? Was bedeutet der FC Bayern oder was war der FC Bayern in Ihrem, wie haben Sie ihn erlebt? So? What I noticed is when Vinny came that they played Ja, als a different style. Vinny A lot of gekommen movement, ist, haben sie einen anderen Stil a lot of intensity. gespielt, mit mehr experienced Bewegung myself. in der Mannschaft, sehr hoher Intensität. Das habe ich ja auch am eigenen Leib erfahren müssen. Sie spielen sehr guten Fußball, immer intensiv, suchen immer nach den Abschlüssen. Und das ist das, was mir gefällt. Ja, das wollte er natürlich jetzt nicht hören, er wollte die ganzen Standardfloskeln hören, ne? Bei der WM haben wir gesehen, dass sie dort als Stürmer gespielt haben. Hier gibt es natürlich Harry Kane. Das wird auch ein Wettkampf um die Plätze werden, aber Sie haben ja vorhin schon ein wenig... Für einen Wettkampf um die Plätze. Ist wieder der Uli, oder? Uli Köhler, Alter. Wettkampf um die Plätze, Harry Kane. Ja, bestimmt ist Harry Kane Wettkampf um die Plätze, Alter.
Wenn ein Spieler in dieser Mannschaft gesetzt ist, ist es Harry Kane, oder? Ich ausgeführt, können Sie das ein bisschen präzisieren, als Vincent Kompany mit Ihnen gesprochen hat? Was erwartet er von Ihnen? Sie müssen hier verschiedene Positionen spielen. Sie würden gerne die 10 spielen. Und vielleicht ab und zu, wenn Harry eine Pause braucht, könnten Sie auch als Stürmer agieren. Können Sie uns erzählen, was der Trainer Ihnen erzählt hat? Ja, ich habe darüber mit dem Trainer noch nicht so gesprochen. Ich habe mich da sehr auf meine Verletzung und das Comeback konzentriert, aber heute oder in den nächsten Tagen werden wir darüber sicherlich sprechen, Schritt für Schritt. Step by step. Mario Krischl wieder bitte. There's also the topic about you speaking Dann many gibt es ja languages. auch noch das Thema, dass Sie viele Sprachen sprechen. Wie viele sind das eigentlich? Und welche Sprachen? English, Spanish, Ja, ich spreche 5 Sprachen, Arabic, Englisch, and Spanisch, Dutch. Französisch, Arabisch und Niederländisch. And in 6 months I hope German. Und in 6 Monaten auch Deutsch, hoffentlich. Sie sind also sehr talentiert, es wird nicht lange dauern, bis Sie Deutsch sprechen. Ja, mir gefallen Sprachen, ich mag die unterschiedlichen Kulturen und darüber zu lernen. Und deswegen spreche ich viele Sprachen. Was hat für Sie denn auch Sehr vorbildlich, ne? Sehr vorbildlich, wenn man sich damit auseinandersetzt, wo man dann gerade tätig ist. Ausschlag gegeben, zum FC Bayern zu wechseln? Und ja, genau, das Hauptargument. Because it's one of the biggest clubs in the world. Ja, das ist einer der größten Clubs der Welt. And also Das ist their play style mal suits klar und auch ihr And, Spielstil passt zu me. mir. They give me the confidence that to Sie haben mir develop me more das as a player Vertrauen and as a gegeben, person. dass ich mich hier als Spieler und als Person entwickeln kann. Sehr schön, dass ihr interessiert seid. Ja, ich sag ja, das hört sich alles nicht so an, als wenn man den Spieler verpflichtet hat, um ihn, keine Ahnung, als 1B auf die Bank zu setzen, ne? Und nochmal, ich glaube nicht, dass ein Harry Kane, Michael Olise oder Luis Diaz irgendwie nicht performt hätten die letztes Jahr. Also. Dass Max noch keine Frage bekommen hat. Wollen wir das beibehalten? Nein. Nochmal, Mario Krischl bitte, der Kicker. Selbst schuld, sorry. Eigentor. Ja, Max, jetzt gab es natürlich gestern Abend mal fernab von Ismail einen Bericht über einen möglichen Anteilsverkauf der letzten verbliebenen 5% der Bayern München AG. Kannst du da ein bisschen was zu sagen? Ehrlicherweise bin ich da jetzt relativ weit weg, weil ich gerade eine andere Phase habe in meinem Job. Das ist tatsächlich Aufgabe des EVs und damit des Präsidenten, solche Dinge voranzutreiben. Was ich nur ganz allgemein vom FC Bayern weiß und heute auch kennenlernen durfte, ist, dass natürlich der Club immer ein Stück weit denkt, wie kann man eben weiter stabil sein, wie kann man diese ganzen, ja teilweise auch verrückten Fußballwelt, wenn man die Summen über Ablösen dann auch mitbekommt, trotzdem kompetitiv bleiben. Und da bin ich mir sicher, dass das unser Präsident Herbert Hainer mit seinen Kollegen sehr, sehr weitsichtig vorantreibt. Aber das war jetzt ganz allgemein gesprochen. Die tatsächliche Thematik, da bin ich jetzt nicht der richtige Ansprechpartner. Dann Johannes Berner nochmal, der Reihe 1. Herr Eberl, gestern wurde auch bekannt gegeben, dass Armindo Sieb verkauft wird. Jetzt gibt es noch 3 Profis, die in den Planungen bei euch, ist ja verkündet, keine Rolle mehr spielen. Kommt da jetzt, oder wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt noch Bewegung reinkommt, und gibt es da eine Deadline, sage ich mal, bis man da... Ja, und dann, was willst du machen? Gibt es eine Deadline und dann, was machst du dann? Ja, sorry. Also, ist jetzt die Deadline und wenn du bis dahin nicht weg bist, dann was? Hä? Kannst du höchstens eine zweite Mannschaft zum Training schicken oder eine Trainingsgruppe 2 machen, aber was willst du jetzt machen? Willst du jetzt sagen, ja, bis dahin musst du aber verkauft sein, ansonsten was? Muss den Mann ja weiter bezahlen, also what the hell? Wenn der erst am letzten Tag wechselt, Hauptsache er wechselt, so, das ist ja das Ziel des FC Bayern. Vollzug oder jemanden gefunden haben wollen, dass das klappt. Wie sind da aktuell so die Entwicklungen? Deadline 1. September, 20 Uhr. Ja, ganz genau. Transfermarkt Dumme Frage. ist nach einer WM anders als
normal, aber nicht minder unberechenbar. Dementsprechend, wir haben jetzt noch fast 2,5 Wochen Zeit. Wir haben von Anfang an sehr klar kommuniziert, sowohl intern als auch extern, wie die Situation ist. Das ist immer nicht leicht, solche Entscheidungen zu fällen, solche Mitteilungen auch zu geben, aber es ist halt auch Teil unseres Businesses. Und wenn man jetzt nimmt, es ist Bewegung drin, das habe ich jetzt schon öfters gesagt, aber es ist so, es ist immer wieder latent, ohne dass was wirklich Spruchreifes war. Man hatte gelesen, Aston Villa hat sich mit uns kontaktiert wegen Joao, das ist richtig, aber mit Aston Villa werden wir keine Einigung hinbekommen. Das funktioniert einfach nicht, weil wir auch nicht in der Situation sind, wirklich dann alles machen zu müssen, was andere uns dann aufdrängen. Also es gibt eine Gesamtkonstellation, es sind 3 Parteien, die sich einigen müssen und da gibt es jetzt bis leider bei den 3 noch keine Einigung bei allen 3 Parteien. Auf der rechten Seite Uli Köhler wieder bitte. Ja, Max, auch von mir, jetzt hast du Harry Kane, ist alles in trockenen Tüchern. Wie schaut es denn bei dir jetzt selber aus? Hast du den Vertragsentwurf schon vorliegen oder wie ist da die Position im Moment? Die Position ist so, dass man sich unterhält und dass der Aufsichtsrat am langen Ende am 25. Ja auch ein Stück weit die Vorgabe machen muss. Ich habe immer gesagt, ich will meinen Job machen, ich will damit überzeugen, was ich tue, was wir machen. Und Herr Heiner hat gesagt, der Aufsichtsrat wird gute Entscheidungen treffen und das hoffe ich auch. Ja, also bisher muss man ganz klar sagen, diese Transferphase, nochmal, wir wissen immer nicht, wie weit wer da wo was verantwortlich ist, aber 100%, Alter. Wenn die 3 Spieler noch los wird, so hart sich das anhört, wenn du dann eventuell nochmal irgendwie einen 9er Stoßstürmer für einen kleinen Taler irgendwo ausleihst, dann hast du alles richtig gemacht. Also, ja, die beiden Transfers frühzeitig eingetütet, perfekt. So auch dieses klare Statement jetzt zu sagen, diese 3 Spieler sollen den Verein verlassen, ist auch vollkommen richtig. Weil dann kann sich später keiner beschweren. Ja, dann sitzen die halt auf der Tribüne, dann ist das halt so. So, dann müssen die Spieler dann halt auch selber wissen. Ne? Ganz einfache Kiste. Und das ist der richtige Weg. Ja? Und da gibt es für mich, die aktuelle Transferphase, die aktuelle Kaderplanung, Alter, ich gehe 100% d'accord. Ja, 100%. Ja, zentrales Mittelfeld kann man vielleicht ein bisschen diskutieren, aber ist auch völlig fein, da erstmal Tom die Chance zu geben, vielleicht Conny, dass er wieder auf dieser Posi ein bisschen reinrutscht, mal abwarten. Aber ich habe noch eine Anschlussfrage. Morgen ist der erste Arbeitstag von Jürgen Klopp. Mit seinem Vertrag fängt er beim DFB an. Und er kommt nicht zum Telekom Club. Habt ihr schon Kontakt gehabt generell mit Jürgen, wie er sich die Zusammenarbeit vorstellt? Und warum kommt er nicht? Ich bin mir sehr sicher, er wird zum Supercup kommen. Ich bin mir sehr sicher, er wird zum ersten Spiel gegen den VfB Stuttgart kommen. Ich glaube, jetzt fangen die an und ohne Scheiß jetzt mal ohne Witz, Alter. Die fangen jetzt an und fragen, warum kommt der Bundestrainer nicht zu einem verfickten Freundschaftsspiel? Hä? Haben die einen an der Murmel oder was? Weil wen interessiert denn jetzt ein Freundschaftsspiel? Ja, ich werde mir das Spiel auch angucken. Ja, ich werde da auch ein kleines Video zu machen, so, keine Frage, ja. Aber am Ende des Tages, Leute, es bleibt ein Freundschaftsspiel, Alter. Ja, jetzt fangt doch nicht an, der Bundestrainer muss bei jedem Freundschaftsspiel da sein. Julian Nagelsmann war noch nie so bei den Topspielen da, Alter. das sind dann die Spiele, wo dann so richtig seine Arbeit losgeht. Ja. Wahrscheinlich muss er jetzt erstmal in Frankfurt bei der Zentrale so ein bisschen ein paar Dinge koordinieren. Okay, eine letzte vielleicht nochmal der Kicker, Mario Krisch. Der Uli hat auch wieder rausgekommen. Beide. First of all, Ismail, are you good to go for tomorrow for the Leipzig game? Ismail, sind Sie bereit für das Leipzig-Spiel morgen? Ja, das weiß ich noch nicht. Da muss ich noch mit der medizinischen Abteilung sprechen. Heute weiß ich das noch nicht. Dass ich es jetzt richtig verstanden habe, Aston Villa, Palinja wird nichts. Keine Chance der Einigung, nein. Okay. Ja, die wollen halt nur eine Leihe, wir wollen ihn verkaufen. So, weil bei denen geht es ja nur darum, dass der Spieler verletzt ist und ein Palinja das für ein Jahr oder bis der andere Spieler fit ist, wieder ausbügeln soll. Ja, nee. Okay. Nicht weglaufen. Es gibt noch ein Foto wie immer, das kennt ihr. Ja, yeah. Soweit schon mal vielen Dank. Und jetzt ein Foto. Mit Max. Ton ist schon weg. Was hast du Perfekt. dahinter? Oh, Ja. ja. Okay, ja. Sieht man mich auch dann auch? Genau, das Tempo gerne ein bisschen höher. Ja, genau, dann geht schon los. Und damals zum Wild. Raum. Gut,
Leute, das war's. Rot-weiße Grüße gehen raus. Habt ein schönes Wochenende. Das war die Vorstellung von Saibari und ein kleiner Exkurs in die Transferphase. Tschüssi, rot-weiße Grüße.